der Nähe der Taklamakan-Wüste Ostturkestans entstand ein Dorf durch chinesische Hand, in welchem die Einwohner verschiedener Herkunft assimiliert werden. Unter dem Vorwand der Anpassung an die Gesellschaft der uigurischen Türken werden diese Labor- und Versuchsdörfer dazu genutzt, den Teilnehmern die chinesische Kultur nahezulegen. Seit 2 Tagen berät sich Mehmet Tohti, ein uigurischer Aktivist, mit wichtigen Persönlichkeiten in Kanada rund um die Tragödie der Uiguren in Ostturkestan. Tohti besuchte bisher das kanadische Parlament, das Außenministerium und traf heute die Außenministerin Chrystia Freeland. Die Organisation für islamische Zusammenarbeit äußerte sich zu der Problematik der Uiguren in Ostturkestan. In Dschidda hielt die Organisation eine Pressekonferenz ab, in welcher die Menschenrechtsverletzungen Chinas und die Auswirkungen auf die Uiguren thematisiert wurden. Nach der Verhaftung der Huawei-Leiterin in Kanada, welche von den USA veranlasst wurde, starteten einige Firmen in China eine Boykottkampagne gegen amerikanische Waren, insbesondere gegen den Apple-Konzern. Der Elektronikhersteller Manpad in Shenzhen verordnet seinen Mitarbeitern sogar Geldstrafen, wenn sie ein Apple-Gerät benutzen. Die israelische Armee hat die Jerusalemer Universität in dem besetzten Ostjerusalem durchsucht. Dabei wurden Fakultäten ausgekundschaftet, einige Büros komplett verwüstet und die Kameraaufnahmen beschlagnahmt.